Kolleginnen und Kollegen, diesen Tag mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund dezidiert, Manifestationen durch ganz Europa zu organisieren, für Probleme hinzuweisen, mit denen die schaffend Leute, an denen einzelne Länder konfrontiert sind. Ob Lützeburg transposiert und Lützeburger Gewerkschaften Manifest ausgeschafft, den auf eine ganze Reihe von Problemen hinweist, an denen wir an der letzten Moment nicht nur zur Kenntnis geholt haben, mit die als ferme Sorge bereden. Weil es immer Männer, weil es heute nicht mehr an den Männer wie um Sozialkohäsion auch heute zu Lützeburg geht. Ich will dafür im Speziellen auf die Sorge vom Chômage angehen. Eine Sorge, die halt alle Leute, die hier am Land, am Privatsektor arbeiten, umtreibt. Dabei wird das Sorge schon lange nicht mehr mit Krisen und konjunkturellen Problemen allein zu dienen. Wir müssen feststellen, dass als Betriebe sich auf eine fundamentale Art und Weise gewandelt haben. Der technologische Fortschritt, die Auslagerung von Aktivitäten, Restrukturationen fanden heutzutage mit oder ohne Krise statt, auf ihren ganz sehr zum Arbeitsplatzverlust von denen konzernierten Leuten. Obwohl die aktuelle Krise und den etliche Projekte schuld aus oder eine nicht adäquate Gestion stellt für die Mordwerbestoffe, von denen konzernierte Betriebe Sokimo mangeln an all die anderen keinen wirklichen Unterschied tun. Sie sind alle gut auf der Sicht einer anderen Erbisch oder sie sind am Chômage. Diese Chômage als existenzbedrohend für die betroffenen Mordwerbestoffe an ihre Familie. Anpassungsprozesse müssen also in Sozialfürsorge gehen, die Realität gesagt, wobei aber leider ganz anders aus. Will kaum noch Beschäftigten aus dem Privatsektor wird halt seine berufliche Karriere noch bei dem Patron anbringen, bei dem er noch angefangen wird. Dafür ist es Pflicht von uns als Gewerkschaften, dass wir dafür sorgen, dass halt die nötigen Instrumente geschaffen gehen, die bei Problemen die konzernierten Salarien aus dem Privatsektor abfangen können. Instrumente, Strukturen und Modelle, wenn wir sie schon so für den Bau 40 Jahre an der demolischen Stahlkrise entwickelt haben, an die dafür sorgen, dass Leute am Privatsektor bei Problemen nicht aufrutschen und am existenziellen Abseits landen. Es muss heute für gesorgt gehen, dass Schütterin abgefangen wird und eine neue Beschäftigung direkt vermittelt kann kreieren und das ohne sein Lebensstandard aufrutscht. Es muss also auch dafür gesorgt gehen, dass die Leute am Privatsektor, die riskieren, nicht mehr Not zu kommen, weil sie entweder mitgeschafft sind oder die rasante technologische Entwicklung nicht mehr können suivieren, abgefangen gehen und entweder eine Chance auf Weiterbildung oder eine sinnvolle Beschäftigung können kreieren, ohne dass das Leute hier am Land zu Sozialfällen deklariert gehen. Der Privatsektor schafft Reichtum hier am Land und das wird oft vergessen. Wenn wir wollen umverteilen oder verdelen, dann müssen die Süden einmal verdient gehen. Die Beschäftigten im Privatsektor schaffen also die Reichtum an diesem Land, gerade auch just dafür, und die Leute, die hier leben, eine starke Leistung müssen bringen, rasch drauf, dass ihnen bei existenziellen Problemen mit dem geholfen wird, sie also in Almosen zugewiesen kriegen. Nein, die Leute haben rasch auf eine reelle Chance am Arbeitsprozess können zu bleiben, sich durch Weiterbildung einen neuen Platz können zu erschaffen oder ob man eine sinnvolle Tätigkeit zugewiesen zu kriegen, am besten beim vollen Erhalt von ihrem Lebensstandard. Und auch dafür steht also Manifest von Halt, und auch dafür engagiert sich schnell CGB auf alle Niveaus, wo es drauf ankommt, mit den beschäftigten Leuten am Land. Lützeburg und Europa braucht mehr Sozialgerechtigkeit. Wir brauchen mehr Solidarität und wir brauchen dafür auch einen guten Sozialdialog und eine Reform von den entsprechenden Gesetzen. Darüber hinaus brauchen wir Reformen, die als Sozialversicherung und Aufsicherung stärken. Reformen, die Prestationen nicht verschlechtern und die dafür sorgen, dass alle gute Syrien hier am Land dieselbe Rechte, Obligationen und Möglichkeiten tun und kriegen. Das gilt natürlich auch ganz besonders für die aktuell diskutierte Pensionsreform. Ich sage merci für die Aufmerksamkeit.